Wenn du eine Botschaft erst, wenn du eine Wach erst, haben wir über die Evangelium reden. Ich glaube, der Thema und der Tag, wo wir von der werden kirchen, erst für mich ist zu sein, ein von den klarsten Tagen an der Evangelium, was in der Bibel ist. Und dort erst in Johannes Kapitel 3, die erste bis 21. Vers. Wir werden von der diese Versen durchgehen. Und in diesem Kapitel sei wie Johannes Kapitel 3, der 16. Vers. Für viele von uns ist dieser Vers sehr bekannt. Aber hier haben wir die Lehre, was uns wiesen, warum der Vers so wichtig ist. Und wir werden von der Johannes Kapitel 3, 1 bis 21 durchgehen. Der Kapitel fängt an mit uns wiesen, hier wie ein Mann, und er heißt Nikodemus. Die erste Vers sagt, die ersten zwei Versen sagen, das steht. Du wie ein Mann, ein Pharisäer, einer, der im jüdischen Hügel rot war, und heißt Nikodemus. Der kam danach nur Jesus und sagt, Lehrer, wie weit dort du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, willst du teigen, was du das, kann keiner tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. So wir sein hier erst in Mann, was wir manche Juden hügen rot. In einer Weise würden kann sein, wir in Westen wäre wir ein Gemeindenlehrer. Und er hat Frauen. Vielleicht er kann sich selbst Klienten sein, er kann sein, das was ich hier tue und das was ich hier anladen tue, das hilft mir nicht. Ich kann noch irgendwas in mein Hort, was noch nicht gefällt ist. Aber wir sehen hier was Interessantes. Und wir sehen, dass er kam danach nur Jesus. Warum tut er das? Ich glaube, er schämt sich, dass er nicht alles wisst. Er schämt sich, er war ein Rotgeber und nu fehlt ihm Rot. Er war ein Lehrer, nu fehlt ihm Lehrerschaft. So er kam zu Jesus Christus danach. Wir würden dann vielleicht gern sein, guck mal, wie ein kleiner Glauben Nikodemus hat. Weil er muss plötzlich nach Jesus gehen. Aber doch er ging nach Jesus. Er hat Frauen, die bloß Jesus ihm können antworten. Dann sei wir wieder in der dritten Vers, sagt er zu steht. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir das Wort, wer nicht noch einmal geboren kann, wer nicht noch einmal geboren kann, Gott sein Recht nicht seinen. Was ich interessant finde, ist, wir gehen von der zweiten Vers bei der dritten Vers, wir sehen nicht, dass Nikodemus in Frauen deed. Jesus fängt an bloß zu reden, wenn Jesus bis krank wird, seine Frau wir. In ohne weiter zu sein, Jesus fängt an und er legt ihm das vor, was der wichtigste Ding ist. Und er sagt, hier sei er klar, er sagt, ich sei dir das Wort hat. Und wo immer Jesus das sein, der in der Neuen Testament, dort ist Jesus seine Weg zu sein, horch mal. Ich will haben, ihr sollt verstehen, das ist sehr wichtig. Horch mal, ich sei dir das Wort hat. Und ohne Weg sagt er, in der Ordnung sagt er, steht geschrieben. Und dann dann sagt er hier, und denkt, was uns wichtig soll sein, dass sagt, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Wer noch nicht einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Das ist warum wir hier in der Church reden so viel von der Wadajeburt. Weil Jesus liet hier sehr klar, ohne die Wadajeburt, ohne dass wir noch einmal geboren wurden, kann wir nicht Gott sein Recht sein. Und ohne wahr zu sein, ohne dass wir Wadajeburt sind, kann wir nicht selig werden. Ohne Wadajeburt kann wir nicht ewiges Leben kriegen. Ohne Wadajeburt sind wir nicht in rechte Gemeinschaft mit Gott. Ohne Wadajeburt ist das keine Hoffnung für uns. So das ist wichtig, dass wir das annehmen und uns diese Wadajeburt fehlen wird. Aber kommen, wenn wir diese Vers nicht, wenn wir würden diese Vers für die erste Mal durchlesen, vielleicht
erste von der erste Mal, wo wir das sein tun, haben wir Frauen. Und Nikodemus hat auch Frauen. Wieder sagt er, es ist das. Nikodemus sagte ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wann er alt ist? Kann er noch einmal in Mutterlief gehen und weiter geboren werden? Das ja uns vielleicht ein klein bisschen ausschuldige Gedanken und mit einem ausschuldigen Bild, nicht so? Aber das wir sind eine Frau. Wo kann das passieren? Und wenn wir uns den Bild mit malen dann in die Gedanken, ja mit ein von das Bild. Aber er will Erklärung. Was meint Jesus mit das? In der 5. Vers sagt Jesus wieder, ich sei die Wort hat. Wir sagen dort weiter. Er sagt die Wort hat. In der anderen Weite stehen, wir sollen horchen. Das ist wichtig. Wer nicht der Wutter im Geist geboren wird, kann nicht dort Gottes Reich näher kommen. So was Jesus hier sagen, das erst uns fehlen 2 Geburt. Ein kommt der Wutter und ein kommt der Geist. Wir müssen der beide Geburt zum Leben kommen. So er redet hier von Wutter und Geist. Von was redet er hier? Dort steht, wir wurden der Wutter geboren, dort erst uns physisch Geburt. Das ist, wo wir zur Welt kommen. Und dort wir dort ganz erklären dann, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann kommt der Wutter. So, Jesus sagt hier, was wörtlich klar zu sein ist. Und dort wir in physisch Geburt haben, sind wir nicht hier. So, uns fehlt dort. Wenn wir dort nicht haben, dann sind wir nicht hier und dann fehlt uns die zweite Geburt auch nicht. Aber er sagt, der kommt dann in ordentliche Geburt, was uns auch fehlen wird. Und dort ist die Geburt von der, wo das von Jesus kommen wird. Dann als der Vers sagt Jesus wieder, was von Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was von Geist geboren ist Geist. So ich sehe gerade, dort wo der Geburt, wo das hier von reden wird, ist dort physisch Geburt, dort ans Körper, wo zur Welt kommt, der von der Mutter zur Welt kommt. Würden dann vielleicht fragen, meint das nicht die Taufe? Ist dort nicht, wo das hier von reden wird? Das ist nicht, wo das hier lehren wird. Die Wuttergeburt wird verbunden mit von Fleisch geboren. Er hat hier verschieden verglichen. Er sagt, was von Jesus geboren ist Jesus. Wie kann sein, hier redet er in der 5. Vers von Jesus geboren. Und dann bleibt der Bus ein Eva, Wutter und Fleisch. So was Jesus hier lernen, das ist, dort erste von der Wutter geboren, dort ist uns Fleisch geburt. Und das haben wir alle. Nu fehlt uns noch eine Geburt. Und das ist, was wichtig ist, und das ist, was Jesus hier lernen wird. Das ist sehr interessant, wenn wir das ganze Neue Testament und Jesus in der Lehre, in der Bibellehre, nur sein tun, was der fehlen wird von der wahren Geburt. Und wir sind, reich gesagt, 2 Parten. Wir sind Seele oder Geist und wir sind Körper, Fleisch. Und wenn wir wahr geboren wurden, wenn wir Jesus annehmen, dann wir wurden geistlich wahr geboren. Aber uns Fleisch ist noch nicht wahr geboren. Aber der kommt den Tag, wenn Jesus zurückkommt, seine Kirche und alle, wer seine sind, abwarten dann, dass uns Körper wird auch die wahre Geburt kriegen. Da wir weiter wollen vorig sein, so als Gott uns gemerkt hat. Dann wo wir ganz ohne Sinn sind, ganz ohne Fehler, ganz ohne Tod, dort wir vorig für alle Ewigkeit sind. So unsere wahre Geburt, was hier von reden, der ist, wenn wir Jesus annehmen dann, der ist vollkommen, aber der ist noch nicht ganz vorig. Wir warten noch zu den Tag, wo uns Körper auch wird, wahre geboren worden. Dann lehrt Jesus, wo wir die wahre Geburt kriegen. Wer die wahre Geburt erschaffen hat. Nach der Vers sagt es, dass der Wind bloßt, durch wo er will. Und du kannst am Hören.
Aber die kannst nicht sein, wo der herkommt. Und weiß auch nicht, wo er bleibt. So erst zurück mit jedem, mit einen jeden, der von Jesus geboren ist. Das interessante Ding von dieser Vers ist, dass hier in 8. Vers wird das Wort Pneuma gebraucht. Und das Wort, wir wollen hier sein, das Wort, der Wind bloßt, wo er will. Und wir sagen, das Geist, püstert, wo der will. Das ist das selbe Wort Pneuma. So Wind und Geist ist das selbe Wort in der griechischen Sprache. Dann hast du noch ein Wort, das auch von das selbe Wort kommt, das ist Odem. So das sind 3 Wörter, die kommen tauben, das ist von das selbe Wort. So was wir hier lernen, dann ist das, dass der Geist als die wir in der Person nan Odem püssen dat, und das ist, wo der in der Person zu leben kommt. Uns denkt dort in 1. Mose, wo Gott die Welt mögt, was tut er? Der Geist, wie über den Water, ging über den Water, und er wird die wieder merken, er wird die wieder Leben bringen. Und dann, wenn Gott Menschen formt, wo tut er dort? Er mögt euch ein Mensch von Erde, dann sagt die Bibel, dass Gott püst in den Menschen an. So was Jesus hier lernt, ist, dort was dort ist, kommt zum Leben durch den Heiligen Geist seine Arbeit, wann der Heilige Geist eine Person schaffen wird. Uns Wadajeburt, unser Leben kommt durch den Heiligen Geist. Ja, es war sehr wichtig, dass wir das sein dann. Fleisch bringt Leben zu Fleisch. Fleisch kann nicht Leben bringen zu Geist. Das ist nicht, was Fleisch kann tun, wo der das Geist nicht Leben kriegt. Das kommt bloß durch Geist. Und wer ist der Geist? Wer uns Geist Leben geben wird, das ist der Heilige Geist. So der Heilige Geist ist der, wer uns die Wadajeburt geben wird. So was das ist die Wadajeburt in uns. Wieder in der 8. Vers sagt er, aber du kannst nicht sein, wo der herkommt, du weißt auch nicht, wo er bleibt. Wenn wir die Wadajeburt kriegen, ja, es Lied für uns, das wird vielleicht nicht von Büten going sein. Wenn wir würden sein, kostet der Wind sein? Wir würden sagen, nee, wir können der Wind nicht sein. Aber wir können sein, dort, wo der Wind tät. In hier braucht Jesus ein Beispiel, um uns zu wiesen, dass wir wollen vielleicht nicht der Geist und der Wadajeburt kann bütterlich sein, aber wir wollen kann sein, die Ändernis, was der Wadajeburt schaffen wird in uns. So, die Frage für uns ist dann, wenn jede Wadajeburt han belebt, was von Ändernis hat diese Wadajeburt in uns geschafft? Wo sei je nie Menschen? Wo sei je frisch und handgegeben zu Gott? Aber der nächste Part lehrt Jesus uns, wo wir können die Wadajeburt annehmen. In 14 und 15 sagt Jesus das. So als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sehen auch hoch abgehoben worden. Dort all die an am Glauben, dort wird Leben kriegen. Von was redet Jesus hier? Das ist eine Geschichte im Alten Testament, in 5. Mose Kapitel 21. Das ist die Geschichte, wo er über Jesus reden wird. Und das sagt es das. Dann reisen sie von Boyhur in die Richtung in Schelpmeer. Dort sei die Edomiter erlohnt gingen. Aber das Volk war auf den Weg verdrießlich und red gegen Gott und gegen Moses. Warum habt ihr uns den Ägypten rübergebracht, dort wie in der Wildnis sterben? Hier ist kein Brot oder Butter, und das Proste eten ekelt uns also.
Dann schickt der Herr dolle, jeft geschlagen Mank dort Volk, wo die Menschen beiten, dort viele Israeliten starben. Dann kämen seine Moses und sehen, wir haben gesündigt, dort wie jenen den Herrn und jenen die geredet haben. Bete dem Herrn, dort die Schlangen von uns nimmt. Und Moses bet für dort Volk, dann seht der Herr zu Moses, merk die eine bronzene Schlange und häng die hier an einen Stang ab. Wer gebeten wird, soll diese Schlange ankicken, dann wird nicht sterben. Dann mögt Moses eine bronzene Schlange und hang die hier ab. Und wann wer von einer Schlange gebeten wird, kickt die bronzene Schlange an und bleibt leben. So wird Jesus hier das ein Beispiel brücken det. Sich mitteilen mit was hier in der Alten Testament passiert. Sagt, so als Moses in der Wildnis in der Schlange hoch abhang, so muss die Menschen sehen, auch hoch abgehoben worden. Was meint Jesus hier? Die Schlange ist ein Vorbild, ein Symbol von Menschen Sinn. Und wir verstehen von dem Neuen Testament, dass alle die Menschen sind, waren dann Jesus non gesagt. So dort, wenn Jesus wird hoch abgehoben, dass wir nicht seine sehen, was zu sein werden, dass wir nicht Jesus seine sehen, was die Schlange bewiesen hat, wir in unser Sinn. So dass wir in unser Sinn, was an Jesus hängen hat. Jesus wird abgehoben. Und dann ist der zweite Part. Dort all die an ihm glauben, dort ewig Leben haben. Kriegst du es in 5. Mose, alle die werden die Schlange kicken, die werden gebeten worden, die werden dort Jaft in sich halten. Und das ist ein Symbol von, wie wir Sünder sind, wir wollen sterben für unsere Sinn. Aber alle die werden Jesus kicken, sie brücken nicht für ihre Sinn sterben. Und das ist, was Jesus hier lernt hat. Der Weg wurde, wie die Wadajeburt kriegen, als das. Wir nehmen dort, was Jesus getan hat, auf dem Kreuz an, im Glauben. Und wenn wir dort tun, dürfen wir nicht sterben, aber wir kriegen dort ewig Leben. Und dann sagt die Forsch, sagt Jesus wieder, was er mit das Beispiel meint. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sehen gab. Dass alle die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dort ewig Leben haben. Jesus lehrt hier, dass Gott schenkt sein einzigen Sehen, da meine ich, dass Gott Jesus merken wird, aber Gott der Vater schenkt Jesus. Und der beste Weg, wo wir das verstehen sollen, ist, dass Gott gibt sein Sehen, um sein Sehen schenken. Gott gibt sein Sehen und er hat dort unterstützen, dort was Jesus tut. Wieder sagt er, wer armer glauben wird. Er sagt, dort all die. Wie viele Menschen können dort annehmen, dort was Jesus getan hat? Alle die. Ich glaube, dass wir nochmal dort wie dort anderen tun, was uns Verständnis ist, wer kann selig werden. Vielleicht tun wir uns selbst, dass wir zu weit weggegangen sind. Vielleicht sind wir zu weit auf von Gott. Wir können dort wirklich annehmen, wir sind große Sünder. Aber Jesus ist für die. Vielleicht haben wir Nachbarn oder Geschwister, wo wir beten tun. Und wir fühlen, die sind viel zu weit auf von Gott, da ist keine Hoffnung für dich. Nee, Jesus Christus ist gekommen, Gott hat Jesus geschickt, so dort alle die, und das meint, die auch du an, alle die nicht verloren dürfen gehen, aber das ewige Leben haben. Was lehrt Jesus hier von nicht verloren gehen? Was meint er damit?
Römer Kapitel 6, der 23. Vers sagt es, der Lohn, den Sinn holt erst der Tod. Gott aber schenkt dort ewig Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Verloren gehen meint, dass wir wollen ewig wieder getrennt sein von Gott. Wir uns unsere Sinnen stoßen zwischen uns und Gott, wir können dort ewig Leben nicht kriegen. Und der Lohn von Sinn ist dort ewig Tod. Und dort meint ewig getrennt sein von Gott. In der 17. Vers lehrt Jesus wieder, willst Gott schenkt sein Sehen nicht zu dieser Welt, dich zu richten, aber dort der Welt der Arm können gerat werden. Dieser Vers ist wichtig für uns. Wir sind gleich viele von uns, besonders wie wir Deutsch abwaschen. Wir denken, fertig bloß, dort Gott und Gott ist von Wort. Gott ist in Gott von Rechten. Gott ist verdrießlich und Gott ist doll. Aber warum kam Jesus zur Welt? Er kam nicht die Rechten. Er kam die zum Raten. Gott hat die Gesetz gegeben, dass wir uns kriegen zu sein. Und der Gesetz ist dort, wo uns rechten wird. Dort, wo uns die Schuld geben wird. Aber Jesus Christus ist nicht gekommen, um das Gesetz noch wieder in der Städten, wieder ausführen. Er ist gekommen, uns zum Raten von unseren Sünden. So Jesus ist gekommen, um uns zu raten. Dann wieder sagt er in der 18. Vers, wer an ihm glaubt, wird nicht gerecht werden. Wer aber nicht glaubt, ist gerecht. Was liest Johannes hier? Das ist unser Sinn, was uns verdammen wird. Der Sündenpreis ist den Tod. Das ist, wo wir anfangen. Wir sind alle an Sinn angeboren. Und wenn wir nicht wollen, lassen uns den Sinn aufnehmen. Der, was Jesus getan hat, wir wollen davon sterben. Es ist interessant, was alles passiert hat in den letzten 150 Jahren. Weil ich glaube, ein von den Dingen, was der größte Unterschied hat gemerkt in unserer Welt ist, dass wir nie Penicillin haben, um mit Entzündung zu schaffen. Da wir nicht mehr so lang trägt, vielleicht 150 Jahre trägt, wenn irgendeiner eine Entzündung kriegt, wenn er ein bisschen Entzündung in der Haut wäre, dort gefährlich wäre, dass sie würden leicht davon kann sterben. Aber nu ist das so einfach, wenn wir Entzündung haben, Penicillin und andere Dinge annehmen, dort wir nicht brücken, uns war da Ängsten ever dort. So, wenn eine Person Entzündung hat, und wir dann dort eine Gelegenheit haben, Penicillin annehmen, aber dort nicht das, und dann von der Entzündung sterben, von was hat die Person gestorben? Ja, der hat gestorben von der Entzündung. Aber die Person hat auch gestorben, deswegen er nicht dort annehmen, da dort wird sein Leben kann raten. Und das ist, was Jesus hier lernt hat. Warum wollen Menschen verloren gehen? Warum sind sie noch gerecht? Weil sie nicht an den Namen von Gott, sein einzigen Sehen, glaubt. Das ist ganz simpel. Dort, was Jesus getan hat für uns. Er starb auf dem Kreuz, den Sündenpreis zu betonen, dort, was wir uns verdient haben. Und wer dort nicht annehmen wird, ist ewig gerecht. Ohne wach zu sein, wenn wir verloren gehen und wir wissen, was Jesus getan hat für uns, das ist wirklich ganz unsere innere Schuld. Dass wir nicht an Jesus Christus glauben dann. Ich will ein Beispiel bringen für uns, wie wir vielleicht noch nicht Jesus Christus angenommen haben. Wer wir sein, wir würden uns wo auf den Train Tracks, da wo die Zug fahren, da saßen.
Und wir sagen, das ist eine sehr schmacke Platz ans dort zu sagen. Und dann würden die Ordner sagen, die weiß, das ist, wo die suchen das. Die wollen mal in den Stich gehen. Wir sagen aber, sehr fan, aber das ist ein sehr feiner Platz zum Setzen. Dann wurden uns noch eine Warnung gegeben, die sucht, die kämpft. Die sucht, die kämpft. Da wird gut sein, wenn die von den Train Tracks raufkommen. Dann wird wir sagen, das ist mir sehr makelig, ich will moven, wenn die sucht, was hier kämpft. Wenn wir würden das sagen, was wir da klar hören, dass die sucht kommt, das wird sehr leicht sein, wenn wir ein bisschen dunkel wären, dass wir würden nicht in die Zeit kommen, dann den Such in den Stich gehen. Das ist wichtig, dass wir nicht über diese Sachen spielen dann. Dass wir das ernst nehmen dann. Und ich will von dir uns mitteilen, ich will uns von dir Mut merken, wenn du hier bist und wenn du das Leute hören das und du noch an den Train Track setzen das, ich will dich warnen, die Sucht, die kämpft. Und wenn du gestorben warst und du noch nicht Jesus Christus angenommen hast, du bleibst bloß ein Denk Eva. Und dort ist der Recht dort wird deine Sinn verdient. Und das ist ganz simpel. Dort wie diesen Sucht, diesen Tod in den Stich gehen und dort ist Jesus annehmen. 2. Korinther Kapitel 6, der 2. Vers sagt es dort. Er sagt, aus der Zeit kam, jünt gnädig zu sein, hier auch jünt. Und aus der Tag kam, jünt zu raten, haupt auch jünt. Hör mal, was Paulus hier sagen wird. Hör mal. Die angenehme Zeit ist nu. Der Tag jünt zum Raten ist nu hier. Lieber Freund, wenn du Jesus auch nicht angenommen hast, nu ist die Zeit. Von der ist der Tag. Wie weit nicht, wie alt wir waren? Jedes Jahr sterben die Millionen junge Menschen weg. Jedes Jahr, jeder Tag sterben die Dutzende Menschen weg. Wir weit nicht, wo nahe den Tag wird kommen für uns. Aber ein Ding ist hier uns sehr klar von diesen Versen. Wenn wir wollen nicht in Jesus Christus sein und dann wir sterben wollen, wir wollen wirklich ewig verloren gehen. Wenn wir das ernst nehmen. Und kriegst du eine Weich, dass das ernst ist, dass wir sollen dort annehmen, dass wir verloren sind ohne Jesus Christus. So viel Grate als Gott sind genug für uns. Das ist ganz simpel, dass wir dort in den Stich gehen. Wenn wir Jesus annehmen, dann in Glauben, dann dürfen wir nicht ewig verloren gehen. So ich will von dir, ich weiß, hier blieben noch was Forschen, Eva. Ich will von dir dort mitteilen, wo wir dort können, dort Wadajeburt kriegen. So ist Jesus hier lernt das, wer von Fleisch geboren ist, das sind Sünder. Und wer Sünder sind, die gehen ewig verloren. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle dort nicht, wir sind nicht vollkommen. Wir haben alle gesinnt. So wir wollen uns annehmen, dort uns in Rada fehlen wird. Der zweite Part von Evangelium ist das. 2000 Jahre zurück kam Gott, die zweite Person von der Dreieinigkeit, Jesus Christus, zur Welt. Er lebt ein vollkommenen Leben. Dort, wenn er sterben wird, er darf nicht betonen für seine Sinn. Und weil er ewig Gott ist, er kann den Sinn betonen für die ganze Welt. Jesus Christus gab sich freiwillig an, dort wird abgehoben auf dem Kreuz. Und alle unsere Sünden, die hängen an ihm. Und dann lehrt die Bibel, wie einmal wird Jesus Christus checken, in ohne weiter sein, wie einmal wird vertrauen saten und dort, was Jesus getan hat für ihn, wollen nicht verloren gehen, aber die wollen das ewige Leben kriegen. Und dann der dritte Part ist, die Bibel lehrt, wie einmal das, was Wadajeburt wollen. Wir wollen Wadajeburt, wenn er jetzt unseren alten Jes rütnehmen, dort wird getrennt ist von Gott, rütnehmen wird, und sagt, nie Menschen uns nennen.
wo der wie die Kraft haben, tam Jesus Christus noch fein. Dort wie nicht mal das Oudet sein, aber wie dort nicht sein. So, wenn du hier von dir bist, ich will dort niemals bloß glücklich sein mit der, dort jede Person, die in der Kirche ist, dort sei in Christus sind. Oder wer der Leute wird online hören, ich will dort nicht bloß glauben, dort wie alle seitig sein. Ich will von dir beten mit uns, wenn du dort noch nicht hast, wird die erste Mal angenommen, dort wird Jesus getan haben, von der erste Tag, versiehm dort nicht länger, komm zu Jesus, dort hei dir raten kann. Werden wir noch taub beten. Jesus Christus, wir haben von dir sein, wo du der Gottes Lamm ist, du wer abgehoben wirst, das ist eine Schlange, nicht, dass du eine Schlange bist, aber unser Sinn wären an die, und das ist das Symbol von unser Sinn, was an die wir ab dem Kreuz. Und wenn du den Tod geben deitst, in unserem Platz, sind alle unsere Sinnen betont. Jesus, die Bibel lehrt uns, dass wir an die glauben, das wird nicht verloren gehen, aber das ewige Leben wird kriegen. Jesus, von der Sinne sind, die auch niemals haben angenommen, wird noch verloren sind. Für die will ich von dir beten. Und wenn du von dir das hier und das, bete das mit mir mit. Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich ewig getrennt sein von dir. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du hast meine Sünden betont an Christus und ich nehme dort im Glauben an. Und Jesus, dank schein für diese Versprechen, was wir in dieser Versen haben. Alle die wir an die Glauben tun, die dort ewig Leben haben, und dort alle die wir ewig Leben haben, kriegen die Wadajeburt. Herr Jesus, schaff in mir, dort alles rüberzunehmen und dort nicht näher zu sagen. Jesus, ich danke dir für deine wunderbare Rettung. In Jesus' Namen wir beten. Amen.